Bonjour, merci, dass ihr Astrid Lulling TV im Kanal guckt. Ihr könnt die Sendung auch dauernd auf meiner Homepage www.astridlulling.lu gesehen und lauschen. Das Europäische Parlament hat donnerstags frühpeisten über den Bericht diskutiert und aufgestimmt, den sich damit beschäftigt hat, ob ein Kader für die Aktivitäten von Interessenvertretern, auch noch besser als Lobbyisten bekannt, an den europäischen Institutionen zu schaffen wird. Auch an der Lëtzebuerger Presse hat der Bericht Aufmerksamkeit gefunden. Es hat ganz viel in dem Bericht mitgeschafft und hat einen intensiven Kontakt mit dem Reporter Alexander Stubb, ein Fraktionskollege, den allerdings von ein paar Wochen finnischen Außenminister ging ist. Von allem habe ich aber als Reporter von meiner Fraktion am Wirtschafts- und Währungsausschuss vom Parlament auch aktiv in diesem Bericht mitgewirkt. Dieser Bericht geht zurück auf eine Initiative von der EU-Kommissioun, die am Kader von Überlegungen über mehr Transparenz vorgeschlagen hat, ein fakultative Register an eine Code de Deontologie für Lobbyisten vorzusehen. Es ging an dem Zusammenhang auch jetzt von einem gemeinsamen Register für die Kommission, am Parlament und sogar den Ministerrat. Mit ihrer Initiative hat die Kommission aber beim Parlament offendieren angerannt. Es tut mich als von den 6 Kästern, die unter anderem für die Aktivitäten von den Lobbyisten am Europaparlament responsabel sind, tut mich, wie gesagt, viel Zeit an Arbeit gekostet, für einmal Deputierten, aber auch die Rapporteuren an die EU-Kommission zu informieren, dass wir am Parlament schon seit 1996 ein Reglement haben. Das ist als von den Kästeuren ausgeschafft gehen. Es funktioniert gut, und es gesagt, a puncto Kader für die Aktivitäten von den Lobbyisten am Parlament, am Punkt alles für, was der Kommission an ihrer Proposition verschwirft. Aus den Deklarationen von verschiedenen Aktivisten am Europaparlament kann ich nicht aus denen Aktivitäten schließen, dass das Leid des existierenden Regeln nicht kennen oder sie aus purem Populismus für sich als Saubermänner zu outen, bewusst ignorieren. Wenn ich die Artikel lese, die an der Lëtzebuerger Presse über diesen Thema publiziert wurden, dann mengen ich die Journalisten, auf alle Fall eine Partie von ihnen, die darüber geschrieben haben, wären an einem anderen Film gewesen, wie den sich am Parlament mit dem Bericht aufgespielt wird. Ich will dafür mal Folgendes richtigstellen. Parlament hat, wie schon gesagt, seit 1996 ein Reglement, das genau festlegt, in welche Konditionen Lobbyisten ein Badge können kriegen, für ein Parlament überhaupt mal ranzukommen. Sie müssen sich an ein Register androhen, für den Kästeuren responsabel sind. Dieses Register ist öffentlich zugänglich zu Brüssel, zu Straßburg, zu Lëtzebuerg, an den Informationsbüros an den 27 Hauptstädten von den Memberstaaten von der Europäischen Union. Es kann dieses Register auch auf der Internetseite auf dem Site vom Europäischen Parlament finden. Für ihre Badge zu kriegen, müssen Lobbyisten ein Formular d'Accreditation ausfüllen, ein Zertifikat de bonne vie et mœurs bringen oder ein Papier von der Police beilegen. Sie müssen auch ein Code de Conduite anhalen. Und es gibt Sanktionen, wenn sie das nicht machen. Unter anderem können sie den Badge weggeholt kriegen. Das heißt, sie kommen überhaupt nicht mehr an das Parlament ran. Die Zahl von den Badger, die Interessengruppen können kriegen, ist auch streng geregelt. Große Organisationen wie zum Beispiel den Europäischen Gewerkschaftsbund
oder Copa, Cogeca, den Europäische Bauernverband, oder Tunisse, den Europäische Patronsverband, die kriegen maximal 4 Badger. Weil das so ist, sind ich auch prinzipiell der Meinung, dass das Parlament kein Register unik mit der Kommission braucht, was das aber nicht daran hindert, sich an einem guten Beispiel für mit den Lobbyisten umzugehen, zu inspirieren. Es muss nämlich klar sein, dass es für das Parlament nicht erfragen, sich von der EU-Kommission vorschreiben zu lassen, wie wir mit den Lobbyisten sollen umgehen. Wir haben nämlich eine ganz andere Funktionsweise wie die EU-Kommission. Auch an Europa gibt es Separation des Pouvoirs. Und dafür bleiben wir responsabel für Reglementer auch an dem Domain. Das will nicht heißen, dass man nicht an einer Reflexionsgruppe mit der Kommission zusammen können evaluieren, wie die Regeln, die wir haben, nach verbessert können gehen, und die sie ruhig können auch kopieren. Das steht auch so am Bericht, den am Parlament ugeholt gouf, an dem Bericht, dass meine vorsichtige Formulierung, für das wir auch Meister am eigenen Haus bleiben, integral überholt gehen. Natürlich wollte besonders die Geringeren, mit Aktivismus und Populismus an diesem Dossier punkten. Sie sind auch mit ihren Insinuationen, besonders vis-à-vis von den Affekoten, Gott sei Dank kläglich am Plenum untergegangen, an meine Fraktion, an der ich an diesem Bericht mit Ton angebend war, die hat gewonnen auf der ganzen Linie. Auch der bedauerliche Vorstoß von den Liberalen an die Grünen, Kirchen als Lobbyisten zu designieren, als fehlgeschlagen. Aber darüber liest leider nicht an der Lëtzebuerger Presse, einmal nicht am Lëtzebuerger Wort, dass mein Beitrag an diesem Dossier komplett ignoriert wird, obschon ich Redner von meiner Fraktion war. Gott sei Dank kann ich objektiv berichten, was wirklich am Parlament las war. Ich so nicht merci, dass der mir nur gelauscht hat, also na voir bis nächste Woche.